Leif Kammer, Leif Jungfren, Leif alle Guten, die da nur guckt und nur lauscht. Was für Nachrichten sind an der Last bei ihr angekommen? Was für ein Botschaften habt ihr hören? Das können schöne Sachen sein, die man mitgedeelt kriegen. Wie bei letztes Woche eine Familie, die bekannter wird, eine wichtige Prüfung, die ihr gepackt wird, aber auch Mama Schönes, wie an der letzten Purmul, an unser Tor, wo wir kontaktiert sind, weil Menschen ganz stünderlich gestorben sind. Und gestern wurde es ein Mond hier, dass wir alle Guten mit einer Neuigkeit wirklich sind. An der Ukraine als Krieg, Russland als anmarschiert. Nachrichten, mit denen ich fertig gehen muss. Botschaften, die ihr Leben verändern. Und da mit der eins gehen, als nicht evident. Mit all diesen Nachrichten und Botschaften, die wir so kriegen, feiern wir heute am 25. März auch eine Botschaft, die herausfordert, die für die sie gekriegt hat, nicht evident vor, an denen justiert, wie ob man es auch nach dem Josef sein Leben ob Kopf geheilt hat. Eine Botschaft, die uns sich auch ganz Welt vor andere Welt erwählt. Gott will Mensch gehen. Gott will von uns gehen, für uns Menschen Schicksal zu teilen, für man uns Menschen solidarisch zu sein. Haut an Niemand Hummer Christen. Fest, wo am Jesus in der Geburt Gott Mensch wird. Mit der Botschaft von Engel Gabriel und Maria, aber dieser junge Frau von Nazareth, der ja zu dem Plan sieht, den Engel hier von Gott vorstellt, fängt das ganz an. Mit all den Nachrichten und Botschaften und Neuigkeiten, die wir kriegen, mit denen wir eins gehen müssen, die uns heute fertig machen, und manches auf den Kopf stellen, da will Gott uns nicht allein lassen. Und dafür erinnern wir auch schon heute dran. Am Jesus gibt den Herrgott von uns. So wie der Paulus aus einem Brief von Christen zu Philippi ein altes Lied aus der freien Christenheit zitiert. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ja, auch all das Deichert, das schwert, was da an unserem Leben gekommen, das was uns fertig macht. Sogar den Tod hält der Jesus auf sich. Und dafür kann der Paulus weiter schreiben, wie die Freichristen gesungen haben. Darum hat ihn Gott über alle erhöht, dass wir nicht mehr am Tod bleiben müssen. Mit das lebt, wie stark, wie all der Beist ist, an der Menschheit, wer vom Frieden gehen kann, der Jesus uns gelehrt wird. Das Wehr vom Frieden, sie bedroht. Mit Angst und Sorgen gucken wir auf all die Novellen aus der Ukraine. Wir stellen uns viele Fragen. Wie kann ich mit all dem umgehen? Und du feiern wir dann heute die Alternative. Eben, am Jesus weist sich dem Herrgott sein Plan verläuft. Ein Plan,
den Menschen vorgestellt kriegen, so wie Maria den Plan vom Herrgott vorgestellt gekriegt hat. Die sieht die 10, die der Lukas am Evangelium beschreibt, bei Höfen Hechertor angemessen. Und zu dem Plan von Lebt, von Frieden, können auch wir, wie Maria, ja sagen. Allerdings, wir Menschen, wir sind frei. Aber wenn etwas proposiert kriegt, kann das auch refusieren. Wir haben Freiheit auch nicht zu sagen. Maria hat sich an ihrer Freiheit für das Gut entschieden. Dezidieren noch mehr uns, wie sie, für den Herrgott, für das Gut, für den Frieden und für das Leben. Heute, auf diesem Tag, will unser Papst François die Ukraine, Russland und die ganze Welt an das Herz voller Gutheit von Maria ergeben. Oder, wie wir Theologen sagen, will Russland, die Ukraine und die ganze Welt dem unbefleckten Herz von Maria weihen. Vielleicht erinnert sich ein oder den anderen. 1917 waren es 3 Kammer, Lucia, Jacinta und Francisco, die auch zu Fatima eine Botschaft gekriegt hatten, die ihr Leben verändert und auf den Kopf gestellt hat. Maria, die durch das Kammer zu Gebet am Umkehr abruft. Nach 400 Oktoberrevolution wollte sie für Misere Krieg zu invitieren, Russland soll ihrem unbefleckten Herz geweiht gehen. Und gleich sollte gerade echte Samstag am Mond besonders der Rosenkranz bieten, Gemeinschaft mit Jesus an die Sakramenter von der Beicht und von der Eucharistie sichern. Da gave Russland sich bekehren. 25 Jahre nach Fatima, an der Grausamkeiten vom Zweiten Weltkrieg, den 31. Oktober 1942, hat der Papst Pius XII. Die ganze Welt Maria an ihr drängt unbefleckten Herz ergeben. Hinterher waren Nazitruppen nicht mehr vorgekommen, gaufen nicht kein Avancieren mehr für den Hitler seine Armeen. Mich spät gauf auch die Weib von Russland nach einkehr erneuert. Und als Lecht haut auf diesem Tag 38 Jahre vom Papst John Paul II., der ja auch seine Erfahrungen mit Russland und am Kommunismus und auch mit Fatima hat. Heute sehen wir nicht obeneins, wie neidisch die Bekehrung von Russland ist. Aber wenn wir ehrlich sind, einen klaren Blick auf uns Welt tun, nicht just die von Russland, auch an Europa, auch an unserer westlichen Welt, auch bei uns lebt vieles schief, just uns Formen von Gewalt sind da viel mehr subtil. Der Massaker von den unschuldigen Kammern, die noch nicht geboren sind, weil sie vielleicht krank, ein Handicap oder andere Pläne am Weg stehen, den ist Mama offensichtlich, wie wohl so brutal, wie Bombardementer von Kammerkliniken. Ja, auch bei uns sind Umdenken an Umkehr decknädig. Die Leute, die Kammer, die Jungfrauen, was für eine Nachrichten kreieren,
was für eine Botschaften muss die ich auseinandersetzen? Antworte mal, ob all das mit unserem Gebet, gerade auch für den Frieden, entschieden wir uns, wie Maria, nicht für das Beist, sondern für den Herrgott, für das Gut, für den Frieden und für das Leben. Und zu den Plänen vom Herrgott seiner Leben und zu seiner Wehr vom Frieden, die sich an Jesus dem Christus gewiesen und an immer nächst weisen, lost man, wie Maria ja so. Und für all Wehr, für all die Botschaften und Novellen, wo dir musst, damit eins gehen, und ob unser Sicht noch Frieden für die ganze Welt, soll den Herrgott erst als jeder sehnen, der Pap, der Jung,